Die Damen und Herren, wir begrüßen mich auf unserer Pressekonferenz, wo wir heute einen neuen Nationaltrainer vorstellen. Ihr wisst, nachdem der Luc befragt wird, für seine kontaktfreizeit Job zu lesen, für einen Film zu holen, haben wir noch echt, wie initialement geplant, einen neuen Nationaltrainer gebraucht und die Nummer auch gefunden. Ich werde die Ingenieur der Relef. Ich gehe nur für dich kurz vor und Bob Fries als Responsable vom Marketing, den ich die Chefin kurz präsentiert. Ja, merci Marc. Auch von meiner Seite aus begrüßen ich den Chef ganz herzlich auf der RLF. Man will natürlich ein Mann, der Post vom Nationaltrainer den jahrelang den Lützeburger Fußball geprägt hat. Als Spieler hat er in 91 Matches für das Leben absolviert und auch 7 Goal geschossen. Daneben hat er noch internationale Erfahrungen auf Vereinen wie dem FC Metz, dem FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach, Straßburg und die Grasshopper Zürich. Nach seiner Karriere als Spieler war der Chef den Trainer auf der Fola, wo er in einer anderen 10 Champion ging und zwischenzeitlich auch den Posten vom Trainer zu Kaiserslautern überholt, wo er dann zurückgekommen ist, immer auf Fola gegangen ist. Und dann nur sein letzten Engagement im Stade Emil Meurich einer anderen Trainer zu Hesper und der Jeunesse und dann bei der Progrès gegangen ist, wo wir noch Champion gehen als Coupe Lützeburg gewonnen hat 2024. Wir freuen uns natürlich, der Chef begrüßen zu dürfen und sind noch überzeugt davon, dass auch noch der rote Leben erfolgreich feiern. Voilà. Merci Bob. Erstmal zum Chef kommen. Den ich noch kurz wollte, als Direktor von der Fußballschule, den ich wo wir da über die zukünftige Summenarbeit mit der RKIP sehen. Ja, für den mal alle gut Mikro. Schöne gute Morgen und ich alle gut. Als allererstes will ich natürlich den Chef willkommen heißen an der FLF. Und der zweite, das ist morgen nur ich will auch den Luc für die 15 Jahre erwischt. Von der Equipe merci so, weil ich meine, war trotzdem. Dann habe ich die geprägt von meinen vielen Hechten, für Dave, den tut sich auch. Ich meine, nur da war an der ganzen Periode eine Generation dann noch geprägt. Dann hatte mehr gestern Mücken direkt, wie der Chef dann offiziell vielgestaltet als respektive die Kommunikation rausgekommen ist. Mir ist relativ schnell zur Summe gesagt und auch probiert schon zu gucken, wie klingt mehr als organisieren, weil Hand und sie auch nach Kaskade nach verschiedene Chancen bei Fußballschule belangt, der Akademie, die den Übergang so gut wie möglich garantieren, sodass man am Summen mit den Diskussionen mit den konzernierten Leuten, wo man dann décidiert, respektiv festgehalten, dass den Dan Hue, den Chef als Assistenztrainer bei der Equipe assistiert, und dass den Mario Mutsch 2020 als Cheftrainer überhält. Da tun wir zusammen festgehalten mit den konzernierten Leuten. So geben wir dem Ganzen noch eine Kontinuität. Und die das natürlich auch an den für eine Verknüpfung, eine Verzahnung, der Term ist nicht wichtig, von den Uhren, natürlich von der Fußballschule an der Equipe, von der Equipe auch respektive Ruf an Fußballschule. Weil es dann erlaubt, natürlich vielleicht durch eine Verknüpfung herzustellen, die vielleicht an der rechten Zeit vielleicht nicht optimal war. Da probieren wir zu optimisieren und hauptsächlich am Sinn von unseren jungen Talenten, die wir probieren dann über TV Lösungen den internationalen Niveau runterzuführen. Weil das von meiner Seite ist an dem Chef. Ja, vielleicht just noch die Evolution. Ich erinnere mich noch daran, dass wir am 20. August eine Pressekonferenz haben, wo wir den Kader präsentieren für die kommenden 2 Ländermatcher. Hallo, also demnächst, wir können den Chef ja vorstellen. Vielleicht resümieren. Moin, ich bin von der Presse. Ich freue mich natürlich auf die neue Herausforderung, für die stelle ich natürlich auch da RLF, den Präsidenten der Konzernadministration, und noch den Direktor Technik, merci so für das Vertrauen, die sie an mich setzen, für die neue Aufgabe umzugehen. Das war ein großer Fried, natürlich auch einen gewissen Stolz, wohin die Aufgaben besuchen. Ich meine, Vereinstrainer war ich 15 Jahre lang, du fängst für mich auch einen neuen Prozess und als Nationaltrainer, das gibt eine neue Arbeitsstelle, das
eine große Herausforderung, die ich natürlich mit einem großen Engagement und auch mit einer großen Freude, mit einem großen Enthusiasmus wird durchgehen. Die letzten Jahre oder die letzten 15 Jahre war der Luc Trainer und war für die Nationalkippe auf einem anderen Niveau gut und weit developiert und meine Rolle wird daran bestehen, für die Arbeit kontinuierlich weiterzumachen und auch die Equipe weiterzuentwickeln. Das wird daneben noch mehr Rolle. Christel? Moin. Moin. Du hast die neue Arbeitsgruppe schon. Wie hast du den Alltag vom Nationaltrainer? Wie stellst du das vor? Ich weiß nicht noch, ich meine, das war seit gestern nicht mehr, wo schlussendlich die Föderation noch mitgewählt wird, dass ich die neue Posten überholen. Seitdem sind wir mit den konzernierten Leuten am Gang zu schaffen. Ich meine, wir haben viel gespart, wo wir gestern alle zusammen sitzen, viele verschiedene Decisionen zu treffen par rapport zum Staff. Das war ein wichtiger Schritt. Nun natürlich darf ich den Nationaltrainer als einen anderen Alltag wie den vom Trainer, weil es auch eine spezifische Zeit ist. Es stehen zwei ganz wichtige Matches am September. Der 4. und der 7. Das geht ganz schnell. Nächste Donnerstag, als die erste Lüftung müssen rausgehen. Und derzeit muss von meiner Seite vom Staff viel Arbeit gelegt werden, insbesondere Präparativarbeit und Analysearbeit, aber auch hauptsächlich Kontaktarbeit mit den Spielern, mit den Kaderspielern. Das ist gestern schon teilweise geschieht, wo eine Kommunikation mit L'Oréal als Kapitän stattgefunden hat, den auch dann unsere Equipe weiter Message wird vermitteln. Und nur bleibt der Trainerjob, wie den da konkret ausgesehen hat, dass dann Terras Arbeitsstelle mit das an einem Nationalteamstrainerjob auch viel mehr Präparationsarbeit an der Wahl von einem Rassemblement. Darüber werde ich mich dann die nächsten 4 Verräter noch schaffen. Ja, wo? So eine Chance, Nationaltrainer zu gehen, nicht so oft, vielleicht schon 15 Jahre. Kannst du vielleicht ein bisschen den Gedanken machen für die letzten Wochen, weil du eine gewisse Nervosität, ob das gibt klappen, weil ich natürlich nicht weiß, wenn ich kriege so eine Chance. Nervosität, ich meine, du siehst das gerade letzte Woche, ich meine, das heißt nicht die richtige Dinge, weil Woche, also noch nicht so lange hier, dass die nationale Equipe oder die Föderation dezidiert hat, dass es normalerweise ab dem Dezember oder Januar soll ein Changement geben. Dann also natürlich ja als Trainer interessiert den Posten, schlussendlich mich dann auch einen normalen Prozess, Gespräch mit der Föderation gesicht, Kandidatur angeben und dann den Prozess wird sich dann entwickelt, dass ich schlussendlich ausgewählt wird. Das wie gesagt, das ist ein großes Frieden, für das zu machen. Ich freue mich auf die Arbeit, wo Lob hinzukommt. Nervosität, also nicht unbedingt das, was du dran also ich meine, et weiß ja, was für einen Job gemacht hat, bis dort, wir sehen, was für einen Job ihr wollt machen, also stellt sich die Herausforderung einfach. Wo? Du hast Kapitän L'Oréal, ich gehe davon aus, dass er dann auch Kapitän bleibt, im Trainerteam kurz zugeschaut, wie es dann noch den anderen Personen bleibt, Trainerteam so wie ich war, oder gibt es noch ein anderes Changement, wie du die Buschwert? Die Volonté von mir und auch von der Generation war, eine gewisse Kontinuität zu bleiben, weil auch den Delay immens kurzfristig ist, 1 Sache, 2 Sachen, wann eben auch qualitativ noch kompetent Leute auf Platz wird, die in Kontakt sind, dann muss ich die Leute fragen, ob sie auch was wollen, zusammen schaffen. Das war ein Prozess, den auch gestern dann gefördert wurde. Konkret wie der Mann dann auch zugeschaut wird, wird es so sein, dass dann Daniel dann von der Co-Trainer von der Nationalequipe geht, dann der Clodorischer an seinen Kosten weiter wird schaffen.
den Rui Forte an seinen Posten weiter werden schaffen. Wir sind auch gerne zu gucken. Man spielt wieder so eine Liste, ja, wie die Situation ausgesagt, wo man auch für eine gewisse Quantität bei an fühlt, dass es aber auch gewissen Jahren gibt von jungen Spielern, die mittlerweile da integriert und die durch Fußballschule gehen oder die auch durch den Manuel Cardoni enkadriert sind, noch den sie gut kennt, wo man zusammen decidiert, dass wir den nächsten Tag Manuel das Staffwerk mal integrieren für Anfang so ein bisschen die ganze Zeit mal zu gerieren. Als Bindeglied zwischen Trainerstaff selber Ideen an auch eben kennenlernen von verschiedenen Spielern, die einfach so zu gestalten. Das ist dann apropos Trainerstaff konkret erzielen. Ich freue mich auch, dass sowohl den Claude wie auch der Rui positiv darüber Agenda sind für auch eine Zusammenarbeit weiter können zu machen. Ja, Bob. Es ging ein paar andere Kandidaten, die noch zum Glück nicht dabei waren. Maxim Chano und Oli Thiel sind hast du auch alles auf Null gestartet, zumindest in der Theorie, aber Maxim hat damals nicht gespielt oder planst du oder nicht die größte Revolution für ganz viele als Reaktion, die in der Rechnung dabei waren. Ich meine schon nicht viel gesagt. Das ist immer die Qualität vom Spieler, wo den Trainer mir einfach möchte, man einfach möchte an seine Performance am Verein, für das guckt, der wird aus zu dem Zeitpunkt, der die 23 best Leute, wo wir zusammen mengen, ja, dass wir am Ende sind für die nächsten 2 Matches, wo dann immer stehen, zu disputieren. Da gibt es eine Decision auf des Tages, die getroffen ist, die Stadt darüber gesprochen hat. Wenn einer Spieler konkret umgeht, nominell, muss er einfach die Evolution von den Spielern gucken. Ich meine, der Maxim Chano wird sich ganz negativ über verschiedene Sachen geäußert und auch selber gesagt, dass seine Volontät für Nationalteam zu spielen nicht mehr gerecht wäre. Dafür werdet wie man viele Spieler in Zukunft ein Gespräch für sie gucken, mehr für dich gegen Motor zu gucken, wie sind Performancen. Wenn ich nicht allzu schnell vermeldet bin, dass Maxim an letzter Zeit auch Spieler, die Mann Spielzeit hat, wie für eine andere Zeit hat, dementsprechend muss man da in Zukunft gucken. D'autres questions? Oui, Christophe? Jo, oui. Ich bin auf dem 300,7. Ich habe ganz schwer denke, Leute an einem Boot hören, die du nicht unbedingt alle an PGLs wie Welt. Ich kann sagen, so, wer das Ding Spielphilosophie, wie willst du mit der Runde auftreten, was können wir als so erwarten? Also, par rapport zu der Spielidee und der Spielphilosophie, meine ich ja, will man mit der Nationalmannschaft weiter ein attraktives Fußball spielen, ja. Fußball spielen, wo die Leute macht Spaß an das Stadion kommen, für auch die Equipes unterstützen, das in den letzten Jahren immer ganz gut gemacht haben. Die Spielidee ist natürlich immer mehr basiert auf, wie können wir kreativ sein, wie können wir Goalchancen herausspielen. Das wird mehr die Idee darauf bleiben, wie verteidigst du. Im Fußball gehen die Zusagen dabei, du musst gut verteidigen, du musst gut finden, du musst eine gute Transition spielen. Ich meine, du musst dann auch mal gucken, wie die Idee oder der Matchplan ausgesagt hat für die verschiedenen Matches, par rapport zur Qualität vom Gegner. Was erlaubt der Gegner, was erlaubt der Gegner nicht, ja. Darum sind die Matchplan erstellen. Aber definitiv will man weiter mit der Nationalmannschaft, so wie das in den letzten Jahren der Fall war, attraktive Fußball spielen. Weitere Fragen? D'autres questions? Ja, Paul? Und noch der Mann gibt der Grund von der Änderung bei der Equipe an dem ugeschalteten Wirsel vom Mario 20 an der Europa nach so Änderungen an sportlichen Organigramm, die vielleicht enchaînieren oder ist nicht? Ja,
dachte schon beginnt schon nur an Kaskade, gell, dass Mario dann aber an der Fußballschule immer du 19 Jahre am Maltag trainiert. Aber du kannst dich nicht an zwei Delen, das ist am Oktober, also für alles ein wichtiges Jahr, so der Verleihung einfach die Aufgabe für den Nürnberg, so das ist du 17 Jahre hin und du 19 aus Slowenien, du 21 zwei Matches an, da gibt es zwei Matches an. Da sind wir dann am Gang zu gucken, wie wir du 19 akkompagnieren, respektive dass man das dann so aufstellen, dass wir gucken, wo die Menschen eine gute Figur aufgehen. Und das geht dann noch, das ist auch meine Aufgabe. Dann tun wir vielleicht einen jungen Trainer, da muss man gucken, dann mal aus Slowenien zu für die dann durch zu begleiten, zu assistieren. In der ersten Phase ist es so, dass Chef de Wunsch ausgedrückt hat, dass ich dabei bin. Und das geht dann auch gemacht, für die Transition hier zu stellen. Aber ich meine, ab dann nochmal ein bisschen so ein Rhythmus de Croisière von, oder hoffe ich schon mal, dass wir die fanden, für dann die anderen Sachen rund zu gehen. Ich meine, am 7. 8. September können wir dazwischen vielleicht im Detail, oder wir sind schon vielleicht mit beide, das ist immer. Im Moment, also das tut noch die Idee. Ja, Simon? Von der Schnarre ist der die 4 Strom, bis du den Namen gestellt hast, dabei machen, weil ich viel noch nicht erwähnt und weil da vielleicht auch wichtig ist, dass auch der Mario selber sein Wunsch gewirrscht hat, hier sich anders zu orientieren, wie Co-Trainer von der A-National. Paul? Mark nach eng und das dann noch weil alles relativ kurzfristig wie kann sich die Prozesse erklärt wird vielleicht von der Levels 4 Stellen eng Longliste wahrscheinlich gut do, weil du wirst nicht sehr reagieren und du war wahrscheinlich nach Kandidat recht. Das Foto? Ja, vor als Weg von der Levels 4 Gänge go für die Chef zu selektionieren vis-à-vis von anderen über die Politik. Wie was der Prozess die Wochen dauert oder nicht. Der Komitee und Präsident hat sich das immer gesagt, dann ganz grob Kandidatur rausgeholt. Und da sind ein paar Zweckbehalten, dass man die Leute beschwert gehen. Und finalement ist die Grunde, wo das Komitee am besten beschränkt wird, am Gegensatz für die Posten auszufüllen. Ja, mehr ist dazu nicht zu tun. Normalen Auswahlverfahren, wo er nur bleibt, niedergestellt. Ja.